Ich hörte meine eigene Stimme in meinem Kopf, während ich durch die grossen Fenster des Restaurants an der Limmat auf das kalte Dezemberlicht blickte. Drinnen roch es nach gebratenen Kastanien und Rotwein, draussen schob sich die Tramlinie 4 lautlos über die Brücke. Unsere Eltern haben das Weihnachtsessen wochenlang geplant. Endlich alle wieder zusammen, hat meine Mutter gesagt. Mir gegenüber saß Nina, meine ältere Schwester. Ihr dunkler Blazer, ihr perfekt glättetes Haar, die diskrete goldene Uhr, alles an ihr wirkte wie eine Unternehmenspräsentation. Nina war das Aushängeschild der Familie, Gründerin eines vielzitierten, richtigen Start-ups, regelmäßig in Wirtschaftsmagazinen auf Panels in Zürich und Basel. Also, Nina, wie läuft's mit der neuen Finanzierungsrunde? Fragte unser Vater und legte sie Messer beiseite. Nina lächelte. Das selbstsichere Lächeln, das ich seit unserer Kindheit kannte. Sehr gut. Wir schliessen demnächst 6 Millionen ab. Ernsthaft Investoren, kein Spielgeld, ihr Blick streifte mich nur kurz. Meine Mutter wandte sich zu mir. Und bei dir, Lara? Wie geht's deiner App? Ich setzte an, ruhig. Wir testen gerade eine neue Version bei einer Privatbank in Genf. Die ersten Rückmeldungen. Nina unterbrach mich, ohne den Blick von ihrem Glas zu nehmen. Während wir echte Unternehmen aufbauen, spielt Lara immer noch mit ihrer kleinen App, sie sagt es leise, aber am Tisch wurde es sofort still. Ist doch so, oder? Ein leises Lachen ging durch die Runde. Mein Onkel schmunzelte, meine Tante zog die Augenbrauen hoch. Unser Vater räuspert sich, doch er widersprach nicht. Ich spürte, wie mir die Hitze ins Gesicht stieg, aber meine Stimme blieb ruhig. Ich arbeite nicht allein, sagte ich. Und es ist nicht nur eine App. Natürlich, antwortete Nina. Aber solange kein echtes Geld drin ist, ist es ein Hobby. Bei uns geht es inzwischen um Arbeitsplätze. Um Verantwortung, sie legte die Serviette sorgfältig neben den Teller, als wäre das Gespräch damit abgeschlossen. Ich nickte nur. Äußerlich ruhig, innerlich rechnete ich. 3,9 Millionen Schweizer Franken. So viel hat mein Family Office in Zug über eine Zweckgesellschaft in Ninas Firma investiert. Sie hat keine Ahnung, von wem ein grosser Teil ihres ernsthaften Geldes wirklich stammte. Mein Handy lag stumm im Schoß, das Display nach unten. Ich spürte sein Gewicht, als wäre es eine Entscheidung, kein Gerät. Lara, fragte meine Mutter. Alles in Ordnung? Ja, antwortete ich und lächelte. Ich musste nur kurz an etwas denken. Während die Kellnerin den nächsten Gang brachte, schob ich das Handy ein Stück zurück, schaltete es mit einem Fingerzeig stumm und öffnete die E-Mail-App. Der Name meines Vermögensverwalters stand bereits in den letzten Kontakten. Mark Steiner, Zug. Ich tippte langsam, damit meine Hände nicht verrieten, was ich tat. Guten Abend, Herr Steiner. Bitte prüfen Sie, ob es möglich ist, unsere Beteiligung an der Horizon Metrix AG in Höhe von 3,9 Millionen Schweizer Franken kurzfristig aus der aktuellen Finanzierungsrunde zurückzuziehen. Dringend. Freundliche Grüße. Lara Keller. Ich las die Zeile zweimal, bevor ich auf Senden tippt. Kein Ausrufezeichen, kein Kommentar, nur Fakten. In unserer Welt genügte das. Woran arbeitest du da eigentlich so konzentriert? Fragte Nina beiläufig und hob ihr Glas. Ich hob den Blick, sah sie an und lächelte. An etwas, das du wahrscheinlich für ein Hobby hältst. In genau dem Moment vibrierte ihr Telefon auf dem Tisch. Ein kurzes, insistierendes Summen. Ein zweites. Ein drittes. Ninas Stirn legt sich in Falten, als sie auf das Display schaute. Der Absender der ersten Nachricht war nicht zu übersehen. Verwaltungsratspräsident dringend. Ich nahm einen Schluck Wasser und legte mein Handy wieder neben den Teller. Niemand am Tisch ahnte, dass in einem Konferenzraum in Zürich gerade Lichter angingen und dass dies erst der Anfang war. Als wir Kinder waren, verwechselten Lehrer uns manchmal. Die Kellermädchen sagte sie dann und meinte damit vor allem Nina.
Sie meldet sich immer zuerst, spielt die Geige im Schulorchester, gewinnt Preise. Ich war die nach dem Unterricht am Computerraum stehen blieb, um den IT-Verantwortlichen zu fragen, wie das Abrechnungssystem funktionierte. In unserer Familie war Erfolg etwas Sichtbares. Diplome an der Wand, Fotos in der Lokalzeitung, später Artikel im Wirtschaftsteil der NZZ. Nina erfüllte das Bild mühelos. Nach dem Gymnasium ging sie direkt an die HSG nach St. Gallen, ließ sich mit einem Businessplan fotografieren und sprach schon im 2. Semester von meiner künftigen Firma. Ich wählte einen anderen Weg, Informatik an der ETH Zürich. Kein glamouröses Umfeld, ernaunlicht, weisse Boards, leise übermüdete Studierende. Meine Welt waren Datenstrukturen, Algorithmen und irgendwann die Frage, warum Banken Geldbewegungen im Jahr 2015 noch wie im Jahr 1995 behandelten. Als Nina ihr erstes Praktikum bei einer Investmentbank in Genf machte, bekam sie von unserem Vater eine neue Ledertasche geschenkt. Für den Auftritt sagte er stolz: Als ich mit Praktikum bei einem kleinen Fintech in Zürich begann, schob er mir nur einen Briefumschlag zu. Ein bisschen Unterstützung für die Miete, ich war dankbar, aber der Unterschied war deutlich. Nina gründete ihr Start-up kurz nach dem Master. Horizon Metrics, ein Analysetool für mittelgroße Unternehmen, das ihnen helfen sollte, Entscheidungen auf Basis von Daten zu treffen. Gute Idee, solide Präsentation, beeindruckende Folien. In den Artikeln stand, sie sei eine der spannendsten Gründerinnen der neuen Schweizer Szene. Unsere Eltern rahmten den ersten Artikel ein. Ich gründete mein erstes Unternehmen 2 Jahre später, fast nebenbei, eine kleine Lösung für digitale Vermögensübersichten entwickelt mit 2 Kommilitonen. Wir verkauften es nach 3 Jahren an eine Privatbank in Basel. Kein Artikel, kein Foto, nur ein Vertrag mit 8 Seiten und eine Überweisung, die mein Leben verändert. Sag uns doch, wie viel du bekommen hast, drängte Nina beim Familienessen, als der Verkauf durch war. Ich schüttelte den Kopf. Genug, um eine Weile frei entscheiden zu können, sie lachte. Also nicht viel. In jener Zeit lernte ich Mark Steiner kennen, den diskreten Auszug, der später jede meiner E-Mails innerhalb von Minuten beantworten würde. Er sprach langsam, hörte viel zu und stellte präzise Fragen. Sie möchte, dass man ihr Vermögen nicht mit ihrem Namen verbindet, fragte damals. Ich möchte, dass meine Familie ihr Leben lebt, ohne sich daran zu orientieren, was ich tue, antwortete ich. Und ich möchte in Ruhe investieren. Mark nickt. Diskretion ist in Zug kein Problem. Aber Diskretion hat ihren Preis, sie werden manchmal unterschätzt werden. Ich unterschrieb die Unterlagen trotzdem. Eine Holdinggesellschaft, unscheinbar benannt, Beteiligungen über Fonds in Genf und Zürich. Kein direkter Verweis auf mich, nur eine interne Kennziffer in den Systemen. Als Nina später ihre erste Finanzierungsrunde vorbereitete, rief sie mich an. Es war ein seltener Moment der Nähe. Wir suchen noch einen Angelinvestor, sagt sie. Jemand, der nicht nur Geld, sondern auch Know-how einbringt. Leider bist du ja eher in deiner kleinen Fintech-Nische unterwegs. Ich saß damals in einem Meetingraum in Zug, ein Stapel Unterlagen vor mir. Mark Steiner blickt mich fragend an. Ich schaltete das Handy auf Lautsprecher. Worum geht's genau, fragte ich. Nina erklärt das Modell. Solide, vorsichtig, mit den richtigen Schlagworten. Als sie auflegte, sah Mark mich an. Familienprojekt, fragte er. Ich nickte. Offiziell nicht. Inoffiziell, ich möchte, dass sie eine Chance hat. Aber ich möchte nicht, dass sie weiss, woher das Geld kommt. Mark lehnt sich zurück. Es lässt sich organisieren. Und so wurde ich über Umwege, verschachtelte Strukturen und eine nüchtern benannte Zweckgesellschaft zur stillen Angelinvestorin von Horizon Metrics. Nina sprach bei Familienfeier von unserem anonymen Lead-Investor und jedes Mal, wenn sie das tat, spürte ich einen Stich irgendwo zwischen Stolz und Müdigkeit.
Jahre später, an jenem Weihnachtsabend in Zürich, als sie mich vor allem als Start-up-Kind ohne echtes Geld bezeichnete, dachte ich an das erste Gespräch in zurück. An Mark Steiners Warnung, unterschätzt zu werden. Damals hatte ich gelächelt. Jetzt fragte ich mich zum ersten Mal, ob Diskretion vielleicht ihren Preis nicht nur in meinem Leben, sondern auch im Leben meiner Schwester haben würde und ob ich bereit war, den Preis von ihr zahlen zu lassen. Am Morgen nach dem Weihnachtsessen saß ich in meiner Wohnung in Zürich und starrte auf die Übersicht meines Vermögens. Kein buntes Diagramm, kein Net-Worth-Zähler, nur eine nüchterne Liste Beteiligungen, Quoten, Laufzeiten. In der dritten Zeile stand Horizon Metrics AG 24,7% indirekte Beteiligung Überzug Equity SPV 2. Ich erinnerte mich an den Tag, an dem diese Zeile zum ersten Mal erschienen war. Es war ein regnerischer Dienstag in Zug, die Fenster des Family Office beschlugen und Mark Steiner hat mir in ruhigem Ton die Struktur erklärt. Die Holding in Zug hält den Fonds in Genf, sagte er und zeichnete kleine Kästchen auf ein Blatt Papier. Der Fonds wiederum hat mehrere Beteiligungen, darunter Horizon Metrics. Für Außenstehende sind sie nicht sichtbar. Und für Insider fragte ich. Nur für sehr wenige. Für mich, für unsere interne Revision und für sie erlegte der Stift weg. Sie entscheiden, wie aktiv sie möchten. Sie können im Hintergrund bleiben oder Einfluss nehmen. Beides hat Konsequenzen. Damals hatte ich mich für den Hintergrund entschieden. Nicht aus Feigheit, sondern aus dem Wunsch heraus, dass Nina ihren Erfolg als ihre eigene sehen konnte. Sie sollte an ihre Fähigkeiten glauben, nicht an mein Konto. Mit den Jahren wuchs die Liste. Ein kleiner Gesundheitsdatenanbieter in Basel, ein Regtec in Bern, eine spezialisierte Softwarefirma in Lausanne. Manche Beteiligungen liefen nur durchschnittlich, andere überraschend gut. Horizon Metrics gehörte zu den stabilen Fällen. Keine Explosion, aber stetiges Wachstum, solide Verträge, wiederkehrende Lizenzerlöse. Ihre Schwester führt das Unternehmen diszipliniert, hat Mark einmal gesagt, nachdem er aus einer Verwaltungsratssitzung in Zürich zurückgekehrt war. Sie ist ehrgeizig, manchmal zu sehr. Aber sie hört auf Zahlen. Ich hatte genickt. Und hört sie auch auf Warnungen? Mark zögert einen Moment. Nur wenn sie die Warnung als Teil ihrer eigenen Strategie interpretieren kann. Direkte Kritik mag sie weniger. Jetzt, ein paar Jahre später, stand ich vor der Frage, ob ich eine Warnung nicht nur aussprechen, sondern in Kapital übersetzen wollte. Meine E-Mail von gestern Abend war keine Kleinigkeit gewesen. Ein Rückzug in dieser Höhe würde ein Loch in der Finanzierungsrunde reissen, das sich nicht so leicht schliessen ließ. Ich ging die Optionen durch. Ich hätte Nina am Tisch widersprechen können. Ich hätte sagen können, ohne mehr Geld hättest du deinen ersten Kredit nie bekommen. Ich hätte das eingerahmte Zeitungsfoto aus dem Wohnzimmer unserer Eltern nehmen und daneben meinen unscheinbaren Vertragsordner legen können. Stattdessen hätte ich die diskrete Variante gewählt, eine E-Mail an Zug. Sie wissen, was ein plötzlicher Rückzug bedeutet, hat Mark vor einiger Zeit erklärt, als wir eine ähnliche Situation bei einem anderen Start-up besprachen. Banken werden nervös, andere Investoren stellen Fragen, Ratings ändern sich. Kapital ist nicht nur Geld, sondern auch ein Signal. Ich fuhr mit dem Finger die Zeilen auf dem Bildschirm entlang. Hinter jeder Position steckt eine Entscheidung, ein Risiko, manchmal ein Gesicht. Hinter der dritten Zeile steckt das Gesicht meiner Schwester. Mein Handy vibrierte. Eine neue Nachricht von Mark. Guten Morgen, Frau Keller. Wir haben Ihre Anweisung erhalten. Der Rückzug in dieser Form ist möglich, wird aber ein deutliches Signal an den Markt senden. Sind Sie sicher, dass Sie diesen Schritt gehen wollen? Freundliche Grüße. Mark Steiner. Ich legte das Handy auf den Tisch, als wäre es heiß. War ich sicher? Sicher war ich mir nur in einem Punkt. So wie bisher sollte es nicht weitergehen. Nicht mit dieser Art von Demütigung, nicht mit dieser Selbstverständlichkeit, mit der Nina die unsichtbare Arbeit anderer als selbstverständlich betrachtet.
Ich stand auf, trat ans Fenster und sah hinunter auf die stillen Hinterhöfe von Zürich. Die Stadt wirkte, als würde sie noch überlegen, welcher Tag sie werden wollte. Ich wusste, dass Nina zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich in einem Meetingraum saß, umgeben von Präsentationen und Zahlen, vielleicht bereits mit ersten unbequemen Fragen. Meine Finger schwebten über dem Handy, bevor ich Mark antwortet. Noch hatte ich die Möglichkeit, alles zurückzunehmen, so als wäre es nie geschehen. Oder ich ließ die Dinge ihren Lauf nehmen und zwang meine Schwester zum ersten Mal, hinter ihre eigenen Kulissen zu schauen. Ich tippte. Bitte fahren Sie wie besprochen fort. LK. Dann legte ich das Handy beiseite und atmete tief durch. In Zug, Zürich und Genf würden nun Prozesse anlaufen, die sich nicht mehr so leicht stoppen ließen. Und ich musste mir eingestehen, zum ersten Mal seit Jahren war ich gespannt, wie Nina reagieren würde, wenn sie merkt, dass ihr anonymer Investor eine Stimme hat und die Stimme ausgerechnet mir gehörte. Als ich Ninas Pitch-Deck zum ersten Mal sah, saß ich spätabends in meinem Büro in Zürich. Die Putzkolonne war bereits durch, auf der Bahnhofstrasse fuhren nur noch vereinzelt Taxis. Nina hat mir die Unterlagen nicht direkt geschickt, ich bekam sie als Beispiel einer typischen Early-Stage-Finanzierungsrunde von einem Kontakt in Genf weitergeleitet. Ich erkannte ihren Stil sofort. Die Folien waren sauber, die Farben perfekt abgestimmt, jede Grafik auf Wirkung getrimmt. Zwischen den Zeilen aber sah ich etwas anderes, eine gefährliche Nähe zwischen ambitionierten Wachstumszielen und sehr knappen Liquiditätsreserven. Ich lehnte mich zurück und las die Namen der potenziellen Investoren. 2 kleinere Fonds aus der Romandie, ein Family Office aus Zürich, ein strategischer Partner aus Deutschland und ein leergelassener Platz, Lead-Investor, noch vertraulich. Am nächsten Morgen saß ich wieder in Zug bei Mark Steiner. Die Luft roch nach Kaffee und Papier, irgendwo im Flur summte ein Drucker. Sie wollen ernsthaft in das Unternehmen ihrer Schwester investieren, fragte er ruhig. Ich will, dass sie mehr hat als nur schöne Artikel, antwortete ich. Sie arbeitet hart. Aber sie überschätzt, wie stabil ihr Fundament ist. Mark blätterte durch die Unterlagen. Es gibt Risiken. Die Abhängigkeit von 2 Schlüsselkunden, die hohe Bohrrate, der geplante Kredit in Basel, der nur zustande kommt, wenn die Finanzierungsrunde geschlossen wird. Ich weiss, sagte ich. Gerade deshalb möchte ich, dass die Entscheidung über Leben oder Tod der Firma nicht nur in Händen von Leuten liegt, die Nina nie gesehen hat. Und ihre Bedingung, fragte Mark. Ich sah zum Fenster hinaus auf die unspektakuläre Zuger Innenstadt. Mein Name taucht nirgends auf. Keine Gesellschafterliste, kein Beiblatt, kein vertrauliches Memo. Wenn jemand nachfragt, bin ich eine Kennziffer. Mark nickte langsam. Es lässt sich machen. Aber sagen Sie sich bewusst, wenn Sie unsichtbar bleiben, dann werden Sie auch die Unsichtbaren sein, wenn es um Anerkennung geht. Damit kann ich leben, sagte ich. Damals glaubte ich das. Die Struktur, die Mark entwarf, war präzise. Ein Fonds in Genf, an dem meine Zuger Holding beteiligt war. Der Fonds zeichnet einen bedeutenden Anteil der Runde bei Horizon Metrics. Offiziell trat der Fonds als Investor auf, in allen Dokumenten stand sein Name, nicht meiner. Die Vertragsunterzeichnung fand in einem nüchternen Konferenzraum in Zürich statt. Nina war an dem Tag nervös, aber strahlend. Für sie waren die Leute auf meiner Seite des Tisches institutionell, professionell, austauschbar, ohne persönliche Geschichte. Wir freuen uns sehr, dass Sie Vertrauen in unser Modell haben, sagt sie und blickt der Reihe um. Ihr Blick blieb kurz an mir hängen, ohne zu verweilen. Ich war als externe Beraterin eines der Vehikel vorgestellt worden. Nach der Sitzung, als die anderen den Raum bereits verlassen hatten, dreht sie sich zu mir um. Und fragt sie: Glaubst du, das wird etwas? Ehrlich. Ich hätte ihr in dem Moment alles sagen können. Dass der grösste Teil des Geldes von mir stammte. Dass ich bereit war, ihr nicht nur Kapital, sondern Zeit, Geduld und einen Puffer gegen ihre eigenen Fehler zu geben.
Stattdessen sag dich, es wird etwas, wenn du lernst, auch schlechte Nachrichten rechtzeitig zu sehen. Nina lachte. Typisch du. Immer noch die Skeptikerin. Über die Jahre war unsere Beteiligung an Horizon Metrics zu einer stillen Konstante geworden. Quartalsberichte, nüchterne Kennzahlen, gelegentliche Hinweise vom Mark, dass die Gründerin sehr ehrgeizig sei. Es lief gut genug, um keine Alarmglocke auszulösen und nicht so spektakulär, dass es in irgendeiner Rangliste auftauchte. Als ich an jenem Morgen nach dem Weihnachtsessen erneut in die Unterlagen sah, fiel mir ein Protokollauszug ins Auge. Eine einzige Zeile, Anfrage Kreditlinie Basel, Konditionen abhängig von erfolgreichem Abschluss der aktuellen Finanzierungsrunde. Ich strich mit dem Finger über das Datum. Nur wenige Wochen her. Wenn mir Kapital fehlte, würde nicht nur ein Artikel weniger erscheinen. Es würden Verträge wackeln, Zusagen neu bewertet, Risiken anders gerahmt. Zum ersten Mal seit Abschluss der Beteiligung spürte ich so etwas wie Macht nicht abstrakt, sondern konkret. Die Frage war nur, wollte ich sie einsetzen, um meine Schwester zu schützen? Oder um sie zu zwingen, den Menschen zu sehen, den sie jahrelang übersehen hat? Während ich darüber nachdachte, klingelte mein Handy. Auf dem Display stand «Unbekannte Nummer Zürich». Ich ahnte, aus welcher Richtung von der Anruf kam und dies nur der erste Schritt einer Kettenreaktion sein würde, die sich nicht mehr im Stillen regeln ließ. Die unbekannte Zürcher Nummer klingelte zum zweiten Mal, bevor ich abhob. «Lara Keller», sagte ich. Einen Moment lang hörte ich nur leises Atmen, dann die vertraute, kontrollierte Stimme. «Guten Morgen, Frau Keller.» Mark Steiner. Entschuldigen Sie die frühe Störung. Ich sah auf die Uhr. 7:42 Uhr, das ist in Ordnung, antwortete ich und ging zum Fenster. Die Dächer gegenüber lagen noch im blassen Winterlicht, ein Lieferwagen rangiert in der engen Gasse. Ihre gestrige Anweisung, begann Mark, hat wie erwartet eine unmittelbare Reaktion ausgelöst. Die Struktur der Finanzierungsrunde von Horizon Metrics war stärker auf unsere Zusage abgestützt, als in den offiziellen Unterlagen sichtbar war. Wie stark, fragte ich. Papier raschelte am anderen Ende der Leitung. Ohne unser Commitment sinkt das Gesamtvolumen der Runde um gut 40%. 2 Co-Investoren haben ihre Zusage bereits unter Vorbehalt gestellt. Die Bank in Basel hat angekündigt, ihre Kreditlinie zu überprüfen. Ich schwieg. Er ließ mir Zeit. Der Verwaltungsratspräsident, fuhr er fort, hat heute um 9 Uhr eine ausserordentliche Sitzung in Zürich einberufen. Er hat mich vorhin angerufen und um eine Erklärung gebeten. Und was haben Sie ihm gesagt, fragte ich. Dass unser Mandat eine interne Neubewertung vorsieht, antwortet Mark. Mehr nicht. Er ist nicht erfreut, aber professionell. Er möchte Sie sprechen. Ich schloss die Augen. Es war erstaunlich, wie schnell sich abstrakte Zahlen in konkrete Termine verwandelten. Hat meine Schwester schon reagiert, fragte ich. Sie wurde gestern Abend informiert, sagte Mark. Zuerst per E-Mail, dann telefonisch. Ich war bei dem Gespräch nicht dabei, aber nach dem, was ich höre, war die Stimmung angespannt. Ich stellte mir Nina vor, wie sie in ihrem perfekt aufgeräumten Büro saß, das Telefon in der Hand, die Stirn grunzelt. Die Kontrolle, die sie so sorgfältig aufgebaut hat, bekam feine Risse. Was empfehlen Sie? fragte ich leise. Mark zögerte zum ersten Mal. Aus Vermögenssicht, sagte er dann, ist ein Rückzug vertretbar. Die Konzentration auf andere Beteiligungen wäre rational. Aus menschlicher Sicht kann ich das nicht beurteilen. Ich habe sie nicht als Menschen, sondern als Verwalter engagiert, antwortete ich. Es klang schärfer, als ich's meinte. Das ist richtig, sagte er ruhig. Aber Sie sind die einzige Person, die beide Rollen kennt, Investorin und Schwester. Sie müssen entscheiden, in welcher Sie heute nach Zürich fahren wollen. Wer sagt, dass ich nach Zürich fahre, fragte ich. Der Verwaltungsratspräsident rechnet damit, entgegnete Mark.
Und wenn sie nicht erscheinen, wird er sich auf die Suche nach demjenigen machen, der hinter der Zugerholdung steht. Das wird die Diskretion erschweren, die sie sich gewünscht haben. Ich spürte, wie sich etwas in mir straffte. Jahrelang hatte ich darauf bestanden, unsichtbar zu bleiben. Jetzt drohte meine Unsichtbarkeit genau den Effekt zu haben, den ich vermeiden wollte: misstrauische Blicke, Spekulationen, halbe Wahrheiten. »Sind Sie bei der Sitzung?« fragte ich. »Ja«, sagte er. »Als Vertreter des Fonds. Ich kann Ihre Position technisch erklären. Ihre Motive nicht.« Ich ließ den Blick über meinen Schreibtisch wandern. Die aufgeschlagene Vermögensübersicht, der Laptop, daneben das eingerahmte Foto zweier Mädchen im Skianzug in Flumserberg, Nina und ich, beide mit roten Wangen, beide überzeugt, dass die Welt für sie so lange nicht schnell gut war. »Schicken Sie mir bitte Details der Sitzung«, sagte ich. Raum, Uhrzeit, Teilnehmer. Mark atmete hörbar aus. »Sie fahren also nach Zürich?« »Ich fahre nach Zürich«, bestätigte ich. »Aber nicht als anonyme Kennziffer.« »Verstehe«, sagte er. »Ich sende Ihnen alles in den nächsten Minuten.« Als ich auflegte, vibrierte Ninas Name auf meinem Display. Ich ließ das Handy klingeln, bis der Anruf in die Sprachbox fiel. Es war zu früh für Erklärungen, zu spät für harmlose Ausreden. Ich nahm meinen Mantel vom Haken, steckte das Handy ein und sah noch einmal in den Spiegel im Flur. Kein Make-up, ein schlichter dunkler Pulli, die Haare zu einem Knoten gebunden. Niemand hätte in mir eine Lead-Investorin vermutet. Auf dem Weg zur Tür blieb ich kurz stehen. In wenigen Stunden würde ich in einem Konferenzraum in Zürich sitzen, Nina gegenüber, umgeben von Menschen, die von Deals, Runways und Risiken sprechen würden. Nur diesmal ging es nicht nur um Tabellen. Es ging darum, wer wir füreinander waren jenseits von Artikeln, Beteiligungen und diskreten Strukturen. Ich schloss die Wohnungstür hinter mir. Der Flur roch nach kaltem Stehen und Reinigungsmittel. Als ich die Treppe hinunterging, wusste ich, die Sitzung, zu der ich unterwegs war, würde mehr verändern als nur eine Zeile in meiner Vermögensübersicht. Der Konferenzraum lag im 12. Stock eines gläsernen Gebäudes nahe beim Zürcher Hauptbahnhof. Von hier aus sahen die Gleise, die in alle Richtungen auseinanderliefen, wie Linien eines Netzplans. Es passte zu dem, was heute auf dem Programm stand: Verbindungen, Risiken, Wege, die sich schliessen oder öffnen würden. Ich war absichtlich 10 Minuten zu früh da. Der Verwaltungsratspräsident, Dr. Meyer, stand am Fenster und telefonierte leise. Er nickte mir knapp zu, ohne das Gespräch zu unterbrechen. Auf dem Tisch lagen Ausdrucke, dicke Mappen, Wasserflaschen, ein Teller mit halbherzig arrangierten Gipfeli. Mark Steiner kam kurz nach mir. Nadelstreifenanzug, unauffällige Krawatte, der Blick eines Mannes, der nicht preisgibt und doch alles mitbekommt. Er setzt sich neben mich, legt einen schmalen Ordner vor sich hin und dreht den Stift zwischen den Fingern. »Sind Sie bereit?« fragte er leise. »Es kommt darauf an, für welche Rolle«, antwortete ich. Bevor er etwas erwidern konnte, öffnet sich die Tür. Nina trat ein, gefolgt vom CFO und der Leiterin Recht. Ihr sonst so perfekter Auftritt hat kleine Risse, eine lose Strähne, ein Hauch von Müdigkeit unter den Augen. Sie blieb einen Moment stehen, als sie mich sah. »Du auch?«, fragt sie ohne jede Begrüßung. Dr. Meyer legt sein Telefon weg. »Frau Keller ist als Vertreterin unseres Fonds hier«, sagt er sachlich. So wie bei der ersten Runde. Nina presst die Lippen zusammen, nickt aber. Sie setzt sich auf die gegenüberliegende Seite des Tisches, Rückengrad, Laptop vor sich, als sei es ein ganz normales Meeting. Der Bildschirm an der Wand erwachte. Das Logo der Bank in Basel erschien, dann das Gesicht eines Mannes im Anzug. »Guten Morgen miteinander«, sagte er. »Vielen Dank für die kurzfristige Einladung.« Dr. Meyer räuspert sich. »Ich denke, wir beginnen. Sie alle wissen, warum wir hier sind.« Sein Blick liegt die Reihe entlang und bleibt kurz bei mir stehen. Unser Lead-Investor hat seine Beteiligung an der aktuellen Runde zur Disposition gestellt.
Wir müssen verstehen, warum und welche Optionen wir haben. Nina hob die Hand. Bevor wir über Optionen sprechen, sagt sie, möchte ich verstehen, was genau passiert ist. Gestern Abend war alles noch in Ordnung. Heute Morgen ist plötzlich ein Loch in der Runde. Was hat sich über Nacht geändert? Mark legte den Stift hin. Die Risikobewertung, sagte er ruhig. Wir haben gewisse Entwicklungen neu eingeordnet. Welche Entwicklungen? Fragte Nina. Die Abhängigkeit vom Kredit der Basler Bank, antwortet Mark. Die steigenden Personalkosten. Die Verzögerung bei 2 wichtigen Rollouts. Und gewisse Signale in ihrer internen Kommunikation. Nina lachte kurz, ohne Humor. Signale? Wir schicken wöchentlich Reports. Die Zahlen kennen Sie seit Monaten. Niemand hat von einem Problem gesprochen. Doch mischt sich der Vertreter der Bank am Bildschirm ein. Wir haben mehrfach darauf hingewiesen, dass der Kredit an den erfolgreichen Abschluss der Runde gekoppelt ist. Sollte der Lead-Investor aussteigen, müssen wir unsere Zusage prüfen. Im Raum wurde es still. Man hörte das leise Summen der Lüftung, den entfernten Lärm der Stadt. Sie verstehen sicher, sagte Dr. Mir zu Nina, dass das nicht nur eine Formsache ist. Wenn der Kredit wackelt, stellen sich auch andere Investoren Fragen. Nina blickt zu Mark. Also gut. Was genau will Ihr Mandant? Eine geringere Summe? Andere Konditionen? Mehr Kontrolle? Mark sah kurz zu mir, dann wieder zu ihr. Unsere Mandantin, sagte er das erste Mal, dass er das Wort so deutlich benutzt, macht sich weniger Sorgen um die Konditionen als um den Umgang mit Risiken und Kritik. Es gibt den Eindruck, dass unangenehme Hinweise eher wegerklärt als ernsthaft bearbeitet werden. Ein kaum hörbares Rascheln ging durch den Raum. Die Leiterin rechts senkte den Blick auf ihre Unterlagen. Nina wurde ein Hauch blasser. Das ist eine Unterstellung, sagt sie leise. Wir haben in den letzten Jahren solide geliefert. Unsere Churnrate ist niedrig, die Kundenbindung hoch, die Presse positiv. Niemand bestreitet das, antwortete Mark. Aber Stabilität zeigt sich nicht nur in Erfolgen, sondern auch darin, wie man mit Gegenwind umgeht. Dr. Mehr verschränkt die Hände. Können Sie konkret werden, Herr Steiner? Mark nickt. Unsere Mandantin hat mehrere Protokolle und interne E-Mails gesehen. Sie fragt sich, warum wiederholt Bedenken aus der zweiten Führungsebene abgeschwächt oder auf später verschoben wurden. Nina schlug den Laptop zu. Wenn Ihre Mandantin Fragen hat, sagt sie, kann sie mir direkt stellen. Ich habe nichts zu verbergen. Aber ich werde nicht akzeptieren, dass aus dem Off mit Andeutungen gearbeitet wird, während hier Arbeitsplätze und Vertragsbeziehungen auf dem Spiel stehen. Ihre Augen funkelten. Zum ersten Mal an dem Morgen sah sie mich wirklich an, nicht nur als neutrale Person am Tisch, sondern als jemanden, der offenbar mehr wusste, als sie ahnte. Wer ist Ihre Mandantin? Fragt sie. Und warum hat sie so viel Einfluss auf unser Unternehmen, ohne den Mut zu haben, ihren Namen auf ein Blatt Papier zu schreiben? Mark schwieg. Alle Blicke wanderten zu ihm, dann zu mir, wieder zurück. Der Vertreter der Bank richtet sich im Stuhl auf. Dr. Mir säuselte, die Identität unserer Investoren ist vertraulich, das wissen Sie, Frau Keller. Aber ich muss zugeben, an diesem Punkt wäre mehr Transparenz hilfreich. Ich spürte, wie sich etwas in mir sträubte. Jahrelang hatte ich darauf bestanden, unsichtbar zu bleiben. Doch jetzt, in der nüchternen, viel zu hellen Sitzung, wurde mir klar, dass genau diese Unsichtbarkeit der Grund war, warum Nina glaubte, sie stünde allein über allem. Vielleicht, sagte ich langsam, ist es nicht nur eine Frage der Transparenz für den Markt, sondern auch innerhalb der Familie. Nina starrte mich an. Was soll das heißen? Ich erwiderte ihren Blick und wusste, dass das nicht der Moment war, alles zu erklären. Noch nicht. Aber der Punkt, an dem sich Zahlen und Beziehungen trafen, war erreicht.
Und ich spürte deutlich, nach der Sitzung würde Nina nicht mehr aufhören zu suchen, bis sie herausgefunden hat, wem sie seit Jahren dankbar und wütend zugleich sein musste. 2 Tage nach der Sitzung in Zürich war mein Büro ungewohnt still. Keine Meetings, keine Calls, nur ein leises Summen des Laptops. Ich hatte Mark gebeten, mich über alle Entwicklungen zu informieren, sachlich, ohne Interpretation, wie ich betont hatte. Die Sachlage war ernüchternd, ein Co-Investor hat seine Zusage eingefroren, die Bank in Basel sprach plötzlich von angepassten Konditionen, der Verwaltungsrat verlangt ein überarbeitetes Sparprogramm. Und mittendrin Nina, die versucht, die Fäden zusammenzuhalten. Am 3. Tag rief mich Mark an. Ihre Schwester war heute in Genf, sagte er. Bin unser Partner. In Genf, ich legte den Stift beiseite. Weshalb? Offiziell, um alternative Investoren zu sondieren, antwortet er. Inoffiziell, um zu verstehen, wer hinter der Struktur steht, die wir für sie aufgesetzt haben. Ich schwieg. Natürlich. Nina ließ sich nicht gern aus einer Position der Stärke drängen. Sie würde so lange suchen, bis sie eine Erklärung fand oder einen Schuldigen. Hat mir ihr etwas gesagt? Fragte ich. Mark räuspert sich. Der Berater in Genf ist professionell. Er kennt unsere Diskretionsregeln. Allerdings gab es eine kleine Unachtsamkeit. Mein Magen zog sich zusammen. Welche Unachtsamkeit? Ein falscher PDF-Anhang in einer E-Mail, sagte Mark. Er war nur wenige Sekunden geöffnet, bevor man ihn wieder schloss. Aber ihre Schwester hat genug gesehen, um zu merken, dass die Spur nach Zug führt. Ich trat ans Fenster. Die Züge am Zürcher HB wirkten aus der Distanz wie Spielzeuge. Also weiss sie, dass der Lead-Investor in Zug sitzt, sagte ich leise. Mehr nicht. Noch nicht, korrigierte Mark. Aber sie hat heute Vormittag bei uns angerufen und um einen Termin gebeten. Dringend. Ich hörte in seinem Ton, dass er den Schritt erwartet hat. Ich wahrscheinlich auch, hat ihn nur verdrängt. Und fragte ich. Ich habe ihr einen Termin angeboten, sagte er. Morgen 10 Uhr. Sie hat angenommen. Der Rest des Tages verstrich in einer sonderbaren Mischung aus Routine und Erwartung. Ich beantwortete E-Mails, prüfte Zahlen, klickte mich durch das Boards. Doch hinter allem lag die Frage, was würde passieren, wenn Nina plötzlich vor der unscheinbaren Tür in Zug stand, hinter der seit Jahren ein Teil ihres Lebens finanziert wurde. Am nächsten Morgen um 9:58 Uhr schrieb mir Mark eine Nachricht. Ihre Schwester ist soeben eingetroffen. Ich stellte mir vor, wie sie aussah, zielstrebiger Gang, die Aktenmappe fest in der Hand, der Ausdruck einer Frau, die Antworten verlangt. Ich wusste auch, wie Mark reagieren würde, ruhig, sachlich, keine unnötigen Worte. Die Stunden danach zogen sich. Erst kurz nach Mittag klingelte mein Handy. Unbekannte Nummer, Vorwahlzug. Ja, sagte ich. Ninas Stimme war klar, aber ungewohnt ruhig. Interessanter Ort, die Stadt, begann sie. Sehr spezialisiert darauf, Dinge unsichtbar zu machen. Ich setzte mich. Du warst bei Mark. Ich war bei jemandem, der jahrelang so getan hat, als würde er nur Zahlen verwalten, sagt sie. Und der plötzlich sehr still wurde, als ich fragte, wer hinter unserem anonymen Lead-Investor steckt. Eine kurze Pause. Ich hörte im Hintergrund Bahnhofsdurchsagen. Er hat deinen Namen nicht gesagt, fuhr Nina fort. Aber irgendwann versteht man, dass Schweigen auch eine Antwort ist. Besonders wenn auf mehreren Dokumenten die gleiche interne Kennziffer steht wie auf Unterlagen, die ich zufällig in den Regal gesehen habe. Ich schloss die Augen. Sie war schneller gewesen, als ich gedacht hatte. Wo bist du? Fragte ich. Zürich Hauptbahnhof, antwortet sie. Grosse Halle. Ich war auf dem Weg ins Büro, habe aber beschlossen, dass meine Priorität sich geändert hat. Ihre Stimme senkt sich um eine Nuance. Komm her, Lara, sagt sie. Wir reden jetzt. Nicht als CEO und Investorin.
Als Schwestern sich offenbar seit Jahren nur die Hälfte der Wahrheit erzählen. Die Leitung blieb offen. Und ich wusste, dass die Entscheidung, aufzulegen oder hinzugehen, mehr über uns sagen würde als jede Zahl in irgendeinem Bericht. Die Bahnhofshalle von Zürich roch nach Kaffee, Metall und nasser Wolle. Menschenströme zogen kreuz und quer, Rollkoffer klackerten über den Steinboden, Lautsprecherstimmen verkündeten Verspätungen in 3 Sprachen. Mitten in dem geordneten Durcheinander stand Nina, still, die Hände in der Manteltasche, den Blick auf die Anzeigetafel gerichtet, ohne sie zu sehen. Ich erkannte sie schon von weitem. Nicht wegen der Kleidung, der dunklen Mantel, der schlichten Schal, die unauffällige Tasche, sondern wegen der Art, wie sie im Raum stand, als würde sie ihn kontrollieren wollen. Sie dreht sich um, als ich näher kam. Kein Lächeln, kein gespielter Smalltalk. Also, sagt sie, du bist gekommen. Du hast mich gebeten, antwortete ich. Wir gingen ein paar Schritte zur Seite weg von den grössten Menschenströmen. Über uns warf die grosse Bahnhofsuhr ihr weißes Licht auf den Boden. Wie lange schon? Fragte Nina ohne Einleitung. Wie lange schon was? Erwiderte ich. Wie lange du meine Firma mitfinanzierst, sagt sie. Wie lange du im Hintergrund Entscheidungen beeinflussen kannst, während ich nach vorne hin so tue, als hätte ich alles allein geschafft. Ich hielt ihrem Blick stand. Seit der ersten Runde, sagte ich. Seit du mich damals angerufen hast und meintest, ich sei eher in meiner kleinen Fintech-Nische unterwegs. Ein kurzes Zucken ging über ihr Gesicht. Und du hast nichts gesagt. Du wolltest keinen Familienbonus, antwortete ich. Du wolltest ernst genommen werden. Von echten Investoren. Nina lachte leise, hart. Du nennst Rücksicht. Für mich fühlt es sich an wie ein langes, perfekt organisiertes Experiment. Mal sehen, wie oft man eine Person unterschätzen lässt, bevor sie merkt, wer im Hintergrund die Fäden zieht. Neben uns rauscht eine Gruppe Reisender vorbei, Stimmen, Musik aus Kopfhörern, das Leben der anderen. Unsere kleine Blase blieb unbewegt. Du hast mich beim Weihnachtsessen vor allen lächerlich gemacht, sagte ich ruhig. Es war nicht das erste Mal. Aber es war das erste Mal, dass du es getan hast, während du gleichzeitig auf Geld angewiesen warst, von dem du nicht einmal wusstest, dass es deins ist. Ich war ehrlich, entgegnet sie. Du hast immer getan, als wäre deine App ein Nebenthema. Kein Büro mit Logos, keine Interviews, keine Fotos. Was hätte ich da denken sollen? Du hättest fragen können, sagte ich. Statt zu urteilen. Sie schwieg, dann zog sie ein gefaltetes Blatt aus ihrer Tasche. Das ist ein Auszug aus den Unterlagen, die man mir heute im Zug versehentlich gezeigt hat, sagt sie. Kennziffer 17ZK. Die gleiche Kennziffer wie auf einem Dokument, das du einmal auf dem Küchentisch liegen gelassen hast, als ich dich besucht. Sie hielt mir das Blatt hin. Weisst du, wie es ist, zu merken, dass die Person, der du seit Jahren beweisen willst, wie fähig du bist, währenddessen deine Sicherheitslinie ist? Und dass sie dich einfach schweigend scheitern lassen könnte, wenn sie sich dazu entscheidet. Ich sah sie an. In ihrem Blick lag weniger Wut, als ich erwartet hätte und mehr etwas anderes, eine Mischung aus Verletzung und nüchterner Angst. Weisst du, wie es ist, fragte ich zurück, wenn man jahrelang sieht, wie jemand sich in eine Rolle hineintreibt, in der kein Zweifel mehr Platz hat. Wenn man ihm einen Puffer baut, damit er nicht beim ersten Fehler untergeht und er dich trotzdem behandelt, als hättest du nie etwas Reales geleistet? Für einen Moment war nur der Hall der Lautsprecherstimme zu hören. Zug, Abfahrt in 5 Minuten. Also war das deine Rache, fragte Nina leise. Der Rückzug? Die Panik in meinem Verwaltungsrat, die drohende Lücke in der Finanzierung. Wolltest du mir beweisen, wie abhängig ich bin? Ich schüttelte den Kopf. Es war das erste Mal, dass ich dir zugemutet habe, die Realität zu sehen, die du so gern überdeckst, dass deine Firma nicht nur aus deiner Willenskraft besteht, sondern aus Netzwerken, Vertrauen und ja, auch aus Geld, das du nicht kontrollierst. Nina legt das Blatt wieder zusammen. Und jetzt, fragt sie.
Was ist der Plan deiner unerwarteten Moraloffensive? Lässt du alles zusammenbrechen, damit ich Demut lerne? Oder rätst du mich grosszügig, damit ich dir ewig dankbar sein muss? Ich merkte, dass meine Antwort den Verlauf unseres Gesprächs bestimmen würde. Vielleicht nicht nur des Gesprächs. Ich bin nicht hier, um dich zu demütigen, sagte ich. Aber ich bin zum ersten Mal bereit, nicht mehr unsichtbar zu sein. Nina sah zur Uhr hinauf, dann wieder zu mir. Dann sag mir eines, Lara, sagt sie. Wenn du nicht länger unsichtbar sein willst, unter welchen Bedingungen lässt du meine Firma weiterleben? Ihr Ton war ruhig, fast geschäftlich. Doch ich hörte darunter etwas, das ich bei ihr selten wahrgenommen hat, die leise Ahnung, dass sie die Kontrolle über das Gespräch nicht mehr allein in der Hand hat. Wir setzten uns in das nächstgelegene Café an der nüchternen Bahnhofskette mit hellem Licht und zu lauter Musik. Vielleicht war es genau der richtige Ort, nichts Glamouröses, nur Tische, Tassen, Entscheidungen. Nina rührte ihrem Kaffee, ohne zu trinken. Also, sagt sie, unter welchen Bedingungen lässt du meine Firma weiterleben? Ich nahm mir einen Moment. Zuerst müssen wir etwas klären, sagte ich. Es ist nicht deine Firma. Es ist ein Unternehmen mit Mitarbeitenden, Kunden, Verpflichtungen. Wenn hier etwas zusammenbricht, trifft es nicht nur dich. Das weiss ich, erwidert sie. Eben darum sitze ich hier. Ich legte die Hände um meine Tasse. Dann sind es 3 Ebenen, die Firma, die Governance und wir beide. Nina hobt die Augenbrauen. Klingt nach einem Termsheet. Ist es auch, sagte ich. Nur ohne Folie. Ich begann ruhig, erstens, die Firma. Ich ziehe den Rückzug meiner Mittel zurück, wenn ein realistischer Plan vorliegt. Nicht nur schöne Projektionen. Ein Plan, der die Abhängigkeit vom Basler Kredit reduziert, Kostenstrukturen überprüft und eine klare Priorisierung der Produkte vorsieht. Nina nickte langsam. Das ist hart, aber machbar. Und zweitens? Governance, sagte ich. Du bleibst nicht gleichzeitig alles, Gründerin, CEO, faktische Alleinentscheiderin. Es braucht eine echte Geschäftsleitung, nicht nur Titel. Und einen unabhängigen, starken CFO, der dir widersprechen darf, ohne befürchten zu müssen, zum nächsten Quartal ersetzt zu werden. Sie verzog den Mund. Du glaubst wirklich, ich dulde keine Kritik? Ich glaube, du duldet sie, solange sie in das Bild passt, antwortete ich. Dann nennst du es Input. Alles andere heisst nicht konstruktiv. Sie ließ den Löffel sinken. Und was ist deine Rolle in dem neuen Konstrukt? Bleibst du die unsichtbare Zahl im Hintergrund, die ab und zu am Hebel zieht? Ich atmete tief ein. Nein. Wenn ich drin bleibe, dann offiziell. Mit Namen? Als Mitglied des Verwaltungsrats. Nicht als Schatten. Nina starrte mich an. Das heisst, ich soll an jede Wand hängen, wie wichtig mein Lead-Investor ist und der Lead-Investor bist ausgerechnet du. Du musst mich nicht aufhängen, sagte ich. Aber du musst akzeptieren, dass Kapital auch Verantwortung bedeutet. Und dass ich diese Verantwortung nicht mehr anonym tragen will. Sie schwieg einen Moment, dann fragt sie leiser, und dritte Ebene? Wir beide? Ich sah sie an. Ich mache weiter, wenn wir das Weihnachtsessen nicht als Nebenszene abhacken. Ich erwarte keine Entschuldigung vor der ganzen Familie. Aber ich werde nicht mehr am gleichen Tisch sitzen, wenn du mich in der Rolle hältst, in die du mich seit Jahren drängst. Das Start-up-Kind ohne echtes Geld gibt's nicht mehr. Ehrlich gesagt hat's nie existiert. In ihrem Gesicht arbeitete es. Zwischen beruflicher Verteidigung und etwas, das nach innen zielte. Du stellst Bedingungen wie eine Bank, sagt sie schließlich. Vielleicht, antwortete ich. Aber im Unterschied zu einer Bank kenne ich dich, seit du mit 7 Jahren überzeugt warst, dass du im Skilager die Beste sein musst, sonst zählt's nicht. Nina sah aus dem Fenster auf die Menschen, die eilig an uns vorbeizogen. Wenn ich das akzeptiere, sagt sie langsam, verliere ich etwas, das ich mir mühsam aufgebaut habe, die Geschichte, dass ich alles allein geschafft habe.
Vielleicht sagt ich. Oder du gewinnst etwas, das du bisher nicht hattest, eine Version deines Erfolgs, die auch da trägt, wenn jemand genauer hinschaut. Sie dreht die Tasse zwischen den Fingern. Gut, sagt sie schließlich. Ich gehe zurück nach Zürich, überarbeite den Plan, spreche mit dem Verwaltungsrat. Du bekommst Einblick in alles. Kein Theater, kein Show. Ihre Stimme wurde ruhiger. Aber eine Bedingung habe ich auch. Ich wartete. Wenn du offiziell in den Verwaltungsrat gehst, sagt sie dann nicht als meine grosse heimliche Retterin, sondern als jemand, der sich die gleichen Fragen stellt wie ich. Keine stummen E-Mails-Auszug. Du sagst, wenn du etwas siehst. Direkt. Auch wenn's weh tut. Ich nickt. Das kann ich. Sie stand auf, griff nach ihrer Tasche. Dann sehen wir uns nicht das nächste Mal an Weihnachten, sagt sie. Sondern in einem Sitzungszimmer. Als sie ging, blieb ihre Tasse halb voll zurück. Ich sah ihr nach und wusste, der schwierigste Teil kam erst noch dort, wo Pläne, Gremien und Familiengeschichten aufeinanderprallen würden. 3 Monate später saß ich wieder in einem Konferenzraum in Zürich. Gleicher Blick auf die Gleise, gleiche Wasserflaschen, andere Atmosphäre. Auf der Agenda stand Konstituierung des Verwaltungsrats nach Anpassung der Governance-Struktur, ein nüchterner Satz für das, was sich tatsächlich verändert hat. Nina kam ein paar Minuten vor Beginn herein. Kein dramatischer Auftritt, kein übertriebenes Lächeln. Sie trug keinen Blazer, sondern einen schlichten dunkelblauen Pullover. Neben ihr der neue CFO, der Verwaltungsrat ausgesucht hat, nicht sie. Früher wäre es undenkbar gewesen. Guten Morgen, Frau Keller, begrüßte sie mich bewusst formell. Dann Laser, Lara. Guten Morgen, sagte ich. Bereit? Sie lächelte knapp. So bereit, wie man sie kann, wenn man die eigene Folie zum ersten Mal wirklich widersprechen. Der neue Businessplan lag vor uns. Weniger Wachstumskurve, mehr Szenarien. Klare Sparmaßnahmen, eine Priorisierung der Produkte, ein geordneter Rückzug aus 2 Märkten, von denen Nina bis vor kurzem gesagt hat, sie seien strategisch zu wichtig, um sie aufzugeben. Der Verwaltungsratspräsident eröffnete die Sitzung. Wir haben heute 2 Hauptpunkte, sagte er. Die Bestätigung des angepassten Plans und die formelle Wahl von Frau Lara Keller in den Verwaltungsrat. Die Handhebung war unspektakulär. Kein Applaus, nur Protokoll. Und doch spürte ich in dem Moment, wie sich die Konturen meiner Rolle verschoben, weg von der unsichtbaren Kennziffer hin zu einer Person, die Fragen stellen musste auch dann, wenn sie unangenehm waren. Für Nina. Und für mich. Nach der Sitzung blieben wir kurz allein im Raum zurück. Die anderen haben es eilig, Züge zu erwischen, nächste Termine den Rest des Tages. Der Plan ist hart, sagte Nina. Für manche wird er bedeuten, dass sie sich neu orientieren müssen. Er ist ehrlich, antwortete ich. Zum ersten Mal spiegelt er nicht nur deine Erwartungen, sondern auch die Realität. Sie lehnt sich an den Tisch. Weisst du, was mich am meisten irritiert? Nicht, dass du investiert hast, sondern dass ich so lange nicht gemerkt habe, wie du investiert hast. Still. Konsequent. Und jetzt nicht mehr still. Es gibt Dinge, die man nur im Schatten aufbauen kann, sagte ich. Aber irgendwann entscheidet man, ob man dort bleiben möchte. Nina nickte langsam. Unsere Eltern wissen übrigens immer noch nicht, wie viel von meinem mutigen Startkapital in Wirklichkeit es war. Müssen Sie das wissen? Fragte ich. Sie dachte kurz nach. Vielleicht nicht alles, sagt sie. Aber genug, damit sie versteht, dass wir nicht mehr in die alte Rollenverteilung zurückfallen. Wir gingen gemeinsam zum Lift. Auf dem Weg nach unten sagt sie, es wird Momente geben, in denen ich dich im Verwaltungsrat verfluchen werde. Das gehört dazu, sagte ich. Ich werde dich auch nicht immer mögen, wenn du in Sitzungen versuchst, den Raum zu dominieren. Sie lächelte schief. Du meinst, wie früher beim Skifahren.
Nur mit anderen Sturzrisiken, erwiderte ich. Vor dem Gebäude trennten sich unsere Wege. Sie ging Richtung Tram, ich Richtung Bahnhof. Die Stadt war grau, aber klar, als hätte jemand den Kontrast leicht erhöht. Ich wusste, es würde kein Märchenende geben. Es würde Phasen geben, in denen Zahlen gegen uns sprechen, in denen Entscheidungen wehtun, in denen alte Muster wieder auftauchen. Aber zum ersten Mal seit langem hatte ich das Gefühl, dass wir beide auf derselben Seite der unsichtbaren Bilanz standen, wenn auch in verschiedenen Spalten. Ich blieb einen Moment stehen, bevor ich die Treppe zur Unterführung hinunterging. Wenn Sie wissen wollen, wie es weitergeht, ob Nina und ich unsere neue Rolle wirklich aushalten, wie sich Entscheidungen im Verwaltungsrat auf eine Familie auswirken und was diskretes Vermögen in der Schweiz im Alltag bedeutet, dann bleiben Sie dran, abonnieren Sie den Kanal und teilen Sie die Geschichte mit Menschen, die Macht und Familie für zwei getrennte Welten halten. Denn manchmal entscheidet nicht das laute Geld darüber, wie eine Geschichte ausgeht, sondern das keiner sieht.